Voilà, die Damen und Herren, liebe Freunde, ich gebe euch begrüßen am Merci so am Namen von unserem parlamentarischen Gruppe, dass als Invitation ermöglicht für das traditionell für mir so eine Presse erste zu kommen, für die Presse Merci zu sagen, für die gute Zusammenarbeit, die wir am Laufe des Jahres mit ihnen haben. Ich gebe vielleicht verdicht, paar Worte über die Arbeit von unserem parlamentarischen Gruppe machen. Wir haben das Jahr einen, der den 1. September an Pension geht, der freie Kollege von Erst, und alle Kleeblatt mir hat, man macht alle eine ganz gute Kollaboration, wie gesagt, die geht dann auch zum Teil zumindest über seine Pension rausfallen. Und alle gesagt, man schon eine neue Fraktionssekretärin, die auch ein bisschen aus ihrer Zunft kämpft, und zwar Lili Miranda, Partei auch präsent, das die Europapolitik. Ich meine, wir sind als ADR die einzige Partei, die das Europa mehr kritisch gesagt wie andere Parteien. Wir sind selbstverständlich für Europa, wir sind für den Euro, aber wir sind an vielen Punkten andere Meinung wie die anderen Parteien. Und ich meine, das hat sich auch in den letzten Wochen am Parlament gewiesen. Wir wissen, dass wir Probleme über die Schuldenkrise an Europa haben. Haut sind nicht 5 Länder von den 17 an Europa aus den Euro-Staaten, die müssen schon suchen von dem FESF kriegen, am Markt vom MES kriegen. An 6 Land steht schon an der Tür für auch zu fragen. Sodass es immer Männer gibt, die müssen für mehr garantieren. Und zum Schluss wird der Lützeburg für die anderen 16 Länder garantieren müssen. Wir stellen aber auch fest, dass wir immer mehr Souveränitätsrechte auftreten. Wir stellen immer fest, dass das Parlament sich selber erniedrigt, an dem dass wie die Leschke beim MES hier geht eine Decision hält, wo der Lützeburger Staat sich Kapital beteiligt, wo man direkt 200 Millionen als Kapital über 5 Teile von 40 Millionen überweisen. Mir wurde schon am Anfang losig managerisch erklärt wird, wo kann von den Finanzministern dezidiert gehen für nach 1,5 Milliarden einfach Kapitalpartizipation von Lützeburg, teilweise etappeweise oder ganz, können oft auf Lützeburg schon einmal Blick, bald für 4 Milliarden sich schon an der Krisen- oder Finanzkrisenbekämpfung engagiert. Sie wird, dass wir Prägemeto bilateral direkt in Griechenland, sie wird, dass wir Garantien geholt haben, sie wird, dass wir Partizipationen geholt haben und dem MES oder dass wir Kapital Zukunft oder aufrufbar Kapital zur Verfügung gestaltet wird. Wir sind also der Meinung, dass der MSI als Lützeburg überholen und wir haben immer gesagt, wir wären eine andere Meinung, wir sind dafür angetreten, dass Griechen zum Beispiel sollten Möglichkeit kriegen, aus dem Euro rauszugehen und dass wir dann mit dem Geld Griechenland giffen helfen, für eben Konsequenzen von einem Austritt zu finanzieren. Wir sind auch der Meinung, was die Feierung von der Eurogruppe anbelangt, dass das soll ein Job sein, der soll à plein temps gemäht gehen. Und wir sind auch der Meinung, dass es schlecht für Lützeburg ist, wenn unser Premier gleichzeitig Eurogruppe-Chef ist. Er könnte an einer Konfliktsituation mit sich selber einerseits müssen Kompromisse sichern, einerseits müssen Propositionen machen, und der anderen Seite müssen am Anfang Lützeburger Interessen vertreten. Die anderen Staats- und Regierungschefen, die können hier national Positionen knallhart vertreten. Unser Staatsminister muss da Rücksicht nehmen, wenn etwas proposiert, da kann nicht nur als Premierminister hingehen und dann die contestieren, was dann als Eurogruppe-Chef proposiert. Wichtig ist, meine ich, dass Lützeburg einen hauptamtlichen Staatsminister kriegt. Das Land hat so viele Probleme, wie es noch nie hat, und wir sind auch nicht Ende vom Tunnel angekommen. Au contraire, und dafür kann ein Land wie Lützeburg nicht nivellieren, gerieren oder präsidieren oder feiern. Lützeburg hat Recht, auch einen Staatsminister zu kriegen, den ich exklusiv prioritär Probleme hier am Land bekomme. Den zweiten Punkt, wo wir mehr darauf pochen, dass das Demokratiedefizit, das wir heute in Lützeburg schon ja gerade gesagt, dass wir immer mehr Souveränitätsrechte in Europa auftreten, praktisch immer ohne eine Zustimmung vom Volk. Wir sind der Meinung, dass wichtige Souveränitätsverlagerungen in Europa auch müssten die Zustimmung von dem Volk kriegen, über den Weg von einem Referendum. Wir wissen aber auch, dass als Verfassungsgericht nicht den demokratischen Prinzipien entspricht, weil den einzelnen Bürger
net recht huet fir und Verfassungsgericht zu go, so wie dat an andere Länder de Fall als heim kann dat nimmen iwwer e Prozess iwwer e Geriet machen, dat selvich Demokratiedefizit ass wat de Umsetzung vum Conseil d'État ubelangt, wo man nach immer wissen, dat den rein parteipolitisch an ze Summe gesagt wird, an zwar so wie CSV het gern hat. Ein anderer Punkt, dass auch politisch mit hun an der Verfassung stohen, dat den Deputéierte frei ass an der Chamber seng Menung zu äußeren. An op der anderen Seite hun wir dann aber ein Chamberreglement, wat eng politische Majorität Redezeiten festlegt, aber wenn Majorität zum Beispiel dezidiert, dat de Modell de Basis, da se Verfassung wohl den Deputéierten als sei recht wir können an der Chamber seg Menung zu soen an eng politische Majorität dezidiert, aber dat kein Redezeit krit fir seg Menung zu so. Wo zum aktuellen Thema wat Renten ubelangt, wird dat mir als Partei EU der Regierung als Propositionen gemäht hun. Wir sind halt méi wie jeder von Universitätsstätten als Propositionen die best sind, so wie die letzten 20 Jahre gewissen alles was an Rentendossier geschieht, also sowohl am privaten wie am öffentlichen Sektor, wären immer Propositionen, die von unserer Partei kommen sind an unsere Wahlprogrammen. Wir sind dann dax bekämpft, belächelt oder als Populisten durchgestellt gehen. Wir nur die Wahlen, dass immer das geschieht, was an unsere Wahlprogrammen ist. Und die Regierung wird das gut beraten, wenn sie sich auf unsere Propositionen orientieren, die auch der Pensionscase reell Ansprüche bringen, aber die auch auf der anderen Seite für allem mehr sozial gerecht führen, für die Propositionen, die die Regierung über den Sozialminister am Blick zuständig gemäht hat. Ein anderer Punkt, der für uns wichtig ist, ist die Familie. Da wisst ihr, dass eine Partei sind, die für die Familie an, wir sind keine Partei, die einer Familie vorschreibt, wie sich zu organisieren hat. Wir sagen, dass der Familie hier trägt, selber zu dezidieren, wie sie sich organisiert, ob ein oder zwei an einem Staat arbeiten gehen, kann an eine Betreuung gehen oder ob Familie ein oder zwei will daheim bleiben, für keine Betreuung zu machen. Momentan eine Politik gemäht, die als Ziel hat, dass die Familien sollen hier keine Strukturen gehen, an allen zwei schaffen gehen, an die Familie, die keine Erziehung selber daheim gibt, an der Politik, wie sie am Blick gemäht wird, wird sie am Anfang gestraft. Und wir sind der Meinung, dass der Staat sich nicht darf an Familie anmischen, jeder in der Schwarz selber. Wir sollen flächendeckend Strukturen offerieren durch Land, dass die Familie wirklich die Schwach hat, für keine an eine Betreuung zu gehen oder für daheim zu bleiben. An der Staat soll die eng wie die andere Familie finanziell selbst honorieren, an die Familie dezidiert dann, was sie mit dem Geld möchte. Auch an der Schulmenge sind wir eine Partei, die sich aufgrenzt von den anderen Parteien. Wir sind für eine Schule mit einem hohen Niveau. Ein anderes aktuelles Sujet als der von ArcelorMittal, ich meine, da könnt ihr euch alle erinnern, wie damals die Übernahme war. Auf jeden Fall, den Herr Juncker hat den Fissmetallball erwischt, damals von Fred, für den Arcelor überholt. Und er hat damals gesagt, aber hier hat Garantie gekriegt, sowohl was Sitte gibt ubelangt, Standorte gibt ubelangen, wie auch was Personal gibt ubelangen. Wir gesehen, was der Herr Juncker sind Garantien, die kriegt hat, fährt hat, von der Herr Mittal, du hast konsequent aufgebaut hat zu Lützeburg, und lo soll ja eine neue Etappe kommen, wo a priori die Administration soll aufgebaut werden. Wir noch da eine Question parlamentär urgent gestern und den zuständigen Wirtschaftsminister gestaltet, wo man gefragt hat, die Lützeburger Regierung, als ja durch den freieren Wirtschaftsminister Jean Kreke an dem Conseil d'Administration angestellt, dass man das nicht Presse gewogen gehen. Wir wären der Meinung, dass den Vertreter von der Regierung, dass den sein Minister informiert hat, und dass der Minister das Parlament informiert hat. Als Lützeburg schon mit Sozialisten an dem Verwaltungsrat von ArcelorMittal sitzen, und sie setzen sich nicht auf die Halen von der Stillstandorte, aber sie sind die, die dem Volk, dem Land erklären, für was das als Lützeburg Stillstandorte so müssen gemäht gehen. Wir werden auch Ball, was den Tram unbelangt, versteht, dass man das nicht laut auslösen. Auch wenn es eine große politische Majorität gibt, die den Tram will bauen, so sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass das wirklich der falsche Weg ist, dass das die größte Fehlinvestition, die in die Lützeburg jemals gemäht wird, weil Probleme damit nicht gelöst gehen. Wir sind noch immer der Meinung, dass der Citytunnel in der Stadt durch
dat den de Problem vun den Pendler an das als Problem de er hunn leist, dat die direkt aus dem ganze Land oder aus der Grenzregion Manzug anstaat op de Platzboot gin vu se schaffen, wunnen oder akafen oder lefe willen. Dat wäre wie gesagt die pur Hauptpunkten, wo man an dem Hirschlowerten als Akzente drop lehen. Merci. Gesagt, die wird froh mam Herr Juncker, wat hicht dat genau froh matzinger Politik? Hat fir Firma Herr Juncker, dat ass engem Reng freundschaftliche kollegialen Weg. Privat sind mir zwee ganz viel Frau mat den, politisch immer ganz viel Probleme mat den.